Dinsdag, den 15. August, uit den Durchquellenkolonie. In deze week wil we ons in Gottes Größe nennen laten, met dem Ziel, mehr von ihm kennen te leren. Gott te kennen meint mehr, als bloß te weten, dat hij dort hoog boven über dem blijven Himmel woont. Te kennen, dat meint, persoonlijk in unserem Leben te erfahren. Te kennen meint, met in Gemeinschaft te leven. Vandaag willen we naar einige Eigenschaften Gottes kijken. En wat meinen wir mit Eigenschaften Gottes? Eine Eigenschaft Gottes ist, was Gott über sich selbst offenbart hat. Dat ist, was wir bijna sich als treu erwezen hat. Wir reden nicht von Eigenschaften, die Gott sich durch die Zeit angeeignet hat. Dat zijn Charaktereigenschaften von wer Gott ist. Diese Eigenschaften, dat zijn zijn Substanz, dat meint uit die Bestehtheit, dat ist bloß wer er ist. Gott braucht sich niemals anstrengen, allmächtig zu bleiben, ebenso wenig als wir uns anstrengen müssen, ein Mensch zu bleiben. Wir sind bloß einfach ein Mensch, ohne dass wir uns dort anstrengen. Gott ist bloß einfach allmächtig, ohne dass er sich anstrengt, allmächtig zu sein. Jede Eigenschaft Gottes harmoniert vollkommen mit all seinen anderen Eigenschaften. Gottes Liebe und Gottes Zorn, die kommen nie jen eva. Die harmonieren immer. Er wird immer krank, wo die Liebe und wo sein Ernst gewesen ist. Seine Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade passen immer sehr scheintaub. Jede Eigenschaft Gottes untersteht jeder andere Eigenschaft und macht die komplett, macht die vollständig. All diese Tatsachen taub, die formen nach ein von seinen anderen Eigenschaften, nämlich dass er unbegreiflich ist. Wenn wir auch viel von Gott kennen und verstehen, wo wir seine Weisheit niemals völlig ergründen können. Weil wir uns mal ein kleines Kind feststellen. Ein kleines Kind kennt seinen Vater und weiß, dass wenn er benot in Haus kommt, wird er ihm abheben und mit ihm spielen. Aber in Wirklichkeit kennt das Kind noch sehr wenig von seinem Vater. Der weiß noch gar nicht, wo er mit seinem Vater Freundschaft ist. Und er weiß nicht, wie viel sein Vater in Wirklichkeit für ihn tut. Er kennt bloß das, was er mit seinen jungen Jahren begreifen kann. Und so auch wir kennen Gott noch mal bloß so wie, als wir ihn mit unserem Verstand begreifen können. Das ist noch viel mehr von ihm zu lernen. Wir können noch ein Beispiel nehmen. 400 Jahre zurück, als mal das erste Schiff mit Ansiedler nach Amerika kam, das Schiff heißt Mayflower, dann kamen sie bis an die Küste von Amerika, dann können die Passagiere auf das Schiff den schmalen Strip von Wald auf der Küste sehen. Und sie wussten dort, wie nu dort nie Land, wo sie hinreisten, aber sie hatten noch keine Idee, was dort wieder hinge. 10 Kilometer, 100, 1000 Kilometer wieder, was dort für ein ricker Kontinent lag. Wenn sich von da jemand bekehrt, dann hat er was von Gottes Ernst kennengelernt, er hat Gottes Gnade kennengelernt, aber was da hinge noch alles verrückt immer sind, das weiß er noch gar nicht. Das wird er mit den Jahren mehr und mehr entdecken, so ist ja eine Ansiedler auch mit den Jahren mehr und mehr entdecken. Sogar mit unserer größten Anstrengung können wir Gott bloß teilweise verstehen. Und das ist ein von den Frieden von Christsein. Wir können jeden Tag erwartungsvoll vorwärts kicken, was nicht über Gott kennen zu lernen.